bin. Du hast von diesem Velo geredet, dass man auf der einen Seite oder der anderen Seite runterfallen kann. Und das ist ja ein Balanceakt, oder? Und das sieht ja auch nicht bei allen Leuten genau gleich aus, wahrscheinlich, oder? Weil es ist ein bisschen individuell, oder? Weil du nicht mit Jesus unterwegs bist. Aber Edi, du hast gesagt, man kann ins Gesetz fallen, oder? Dann geht man von dieser einen Seite runter. Und ich finde, du hast aber etwas Gutes gesagt. Ich habe das Gefühl, heute sind wir in einer Zeit, wo wir eher in die andere Richtung runterfallen, oder? In die Beliebigkeit. Also, ich gebe dir vollkommen recht, dass wir in der heutigen Zeit eher auf der linken Seite abrutschen in Beliebigkeit. Ja. Das ist top modern. Jeder kann machen, was er will. Ja. Alles wird relativiert. Und das ist ganz eindeutig nicht die Lösung. Und wir haben heute eine völlig andere gesellschaftliche Situation als zur Zeit von Paulus, wo die Gesellschaft taktet war. Vor allem die jüdisch inspirierte Gesellschaft, die hat gewusst, wenn was dran ist. Ja. Ich denke, bei der zweiten Generation, also bei unseren Kindern, und darum habe ich auch speziell für die Eltern noch gebetet, dort ist die Falle, dass die Kinder den Eindruck haben, das und das und das musst du machen, dann gehörst du dazu, dann bist du Christ. Und dort, denke ich, braucht es immer wieder Mut von den Eltern, trotzdem sie dem Kind sagen, das gilt und das gilt nicht. Der Kernpunkt von unserem Glauben ist die Beziehung zu Jesus. So, das sind Sekundos im Glauben. Die haben meistens das Problem, dass sie dann irgendwann genug haben und dann ausbrechen. Aber Leute, die im Zeittrend aufwachsen, die leben in einer Welt von einer absoluten Beliebigkeit. Und dort, denke ich, ist ganz wichtig, dass sie einem Gott begegnen, wo grundsätzlich die Sachen klar sind. Also Gott hat eine Schöpfung gemacht, die ist so vielfältig und wunderbar, aber die ist, wie sie ist. Und da kann ich nicht drin rumwüsten und sagen, ich weiß es besser. Und darum habe ich das Beispiel von Jesus gebracht, dass er eigentlich weiss, er sagt dieser Frau nie, das Gesetz ist ungültig. Sondern er sagt, das ist Gesetz, aber ich vergebe dir. Ja. Und du kannst einen neuen Weg anfangen. Also Jesus ist nicht gegen das Gesetz, sondern er erfüllt das Gesetz und das ist von Gott her gegeben. Ohne die Gesetzmäßigkeiten, die Gott gegeben hat, fällt unsere Welt auseinander. Und für das brauchen wir wieder ein Gespür. Und das ist für den Menschen von der Beliebigkeit eine riesen Erlösung, wenn er merkt, da hebt mich ein Gott, da hebt mir ein Gott, der ein ganzes Universum geschaffen hat, der einen Zusammenhang hat und wo es Ordnungen gibt und die sind friedvoll und erlösend. Und das ist schon, also niemand möchte moralisieren, oder? Ja. Das ist ja komplett out und ich glaube auch nicht sehr effektiv, oder? Ich glaube, man gewinnt ja wahrscheinlich verliert mehr, wenn man moralisierend auftritt als Kirche, als wenn man liebend und inklusiv ist, wahrscheinlich, oder? Aber wo ist denn für dich so die Linie zwischen moralisieren und trotzdem gewisse Pflöcke einschlagen, oder? Also ich denke, ich wünsche mir Kirchen und Gemeinden, die einfach ganz, ganz offene Arme haben für Leute, die aus der völligen Beliebigkeit kommen und dass sie einfach zunächst mal akzeptiert sind. Und dass sie das auch spüren, oder? Dass sie spüren, dass sie spüren, ich bin einfach mal angenommen. Das war eine Stärke von Jesus, dass sie bei ihm sofort gespürt haben, hey, das ist zwar ein Rabbi und der hat seine Traditionen, aber ich bin willkommen. Und vor allem die Leute, die ihr Leben eben nicht so gelebt haben, wie man es eigentlich sollte. Eher die mit den zerbrochenen Lebensgeschichten oder mit den Umwegen im Leben, die sich nicht an so die gesellschaftlichen Normen vielleicht halten, die haben sich wohlgefühlt und die anderen eben nicht, oder? Genau, die haben das gespürt und haben gemerkt, da lockt mir jemand in ein Leben hinein, das nicht beliebig ist, aber das verhebt. Also, aber das ist ja also man kann es vielleicht gar nicht so genau benennen, wie man das machen soll. Das ist eher ein Geheimnis von Jesus, dass er das geschafft hat. Und wir müssen irgendwie mit ihm verbunden sein, dass wir das auch so ankriegen, oder? Also
darum, dass das Bild vom Velofahren, du weißt nicht, was passiert, wenn du deinen Fuß lüpfst. Du musst Gas geben. Ja, ja. Und das ist das Wagnis. Das ist nicht von vornherein definiert, so ist es und dann ist es richtig. Ja. Du musst es wagen. Ja, ja. Hochspannend. Hey.